Ei. Dann gehen wir gucken, ob wir den Ball finden. Ja, okay. Geh du als Chauffeur, ich komme direkt nur. Der Monsieur Hai, das ist den Head Greenkeeper. Und das ist den, der verantwortlich ist, dass das Wisshai so schön glatt gemeint ist und dass auch kein Unkraut drauf fließt. Hast du fort? Am Experiment von Haut gucken ich, was sich alles kann an so einer Wies verstoppen. Und dafür holen wir 3 Sorten Wies in der Lupe. Erstens ein Golfwies, die gedüngt ist und auch behandelt ist. Zweitens ein Wies vom Bauer, die gut gedüngt ist. Und drittens ein Wies, die unbehandelt ist. Und dafür muss ich nur eine Probe holen. Ey Joseph, was musst du? Das Tier wie nicht. Ja, aber ich muss ja aber eine Probe holen für mein Experiment. Und das Becks ersetzen für die Biodiversität von der Wies zu testen. Pass auf, ihr könnt. Oh. Ah nee, nicht gemerkt. Merci. So, was macht ihr eigentlich für die Wieshai so perfekt hinzukriegen? Also wir müssen verschiedene Arbeiten machen, wie erifizieren, vertikutieren, besanden, sodass die Fläche schön glatt bleibt und verschiedene Unkräuter behandeln und vor allen Dingen Moos behandeln, sodass die Leute nicht ausrutschen. So, und das muss ich überall machen? Nein, da sind verschiedene Flächen, das sind ungefähr 2 Hektar von 120 Hektar, wo wir intensiv behandeln und das Rest wird fast natürlich behandelt. Ah, okay, merci vielmals. Kein Problem. Ja. Ist denn nix? Ja. So, und ich gehe aber nur nach, ob die anderen Wiesen Proben holen. Also hält Mr. Science auch noch seine Proben auf denen so andere Wiesen, die regelmäßig vom Bauer gedüngt wird, für das so gut wiest, an die von all den Mitteln verschont wird. Das Dëpperscher sind dem Joseph seng Fallen, fir zu gucken, was alles von Insekten draufhält. So gesimmer, ob wat für enger wisst die meest verschiedenst Insekten sich ophalen, an ob das doch etwas mam Ausgesehen von also Wiesen zu dienen hat. Ma ja, der sieht direkt, dass die unbehandelt Wies, die ist mit der größten Biodiversität. Das heißt, hier auf dieser Wies sind ganz viele verschiedene Pflanzen. Hier haben wir zum Beispiel Moos, hier verschiedene Klee und viele verschiedene Grassorten. Sobald aber auf ein Wies Dünger oder Pflanzengift gespritzt wird, gehen verschiedene Grassorten zurück, weil die nicht mehr evaluieren können. Die Grassorten, die da bleiben, sind viel mehr stark, sie verdrängen die mehr schwache Sorten und dadurch geht die Diversität zurück. Wie zum Beispiel hier Golfterrain. So wie iwwer dem Boden fannen wir auch am Boden bei also Wiesen groß Unterschiede. So von den am Bauer singem Feld echter Rehwurm wie am gepressten Golfboden. Für als Fallen aber zu kontrollieren, muss man ob manst ein Tag werden, so dass Probabilität zu klein für etwas zu fangen. Joseph, da los dich aber nicht erwischen, wenn du den Becks nicht sicher gehst, und denk auch die anderen 2 Terrainen, du also dort manst nicht so gefährlich für gesehen zu gehen. Gell du? Es hat geklappt. Ob der Wies, die unbehandelt ist, haben wir ganz viele verschiedene Tiersorten gefunden. Das beweist also, dass wenn wir eine große Biodiversität an den Pflanzen haben, dass wir dann auch ganz viele verschiedene Insektensorten haben. Ob der gedüngten Wies haben wir zwar noch ein paar Tiere gefunden, aber ganz viel von derselben Sorte. Während wir Golfterrain bald keinen gefunden haben. Ups. Tja, Joseph, wenn du dein Ball schon bald nicht rümpfst, dann verstehst du ja auch, für was das in einem Golfterrain immer mehr muss, gell du? Ja, ich sehe an, dass nicht all Wies kann eine Naturwies sein. Aber wenn du daheim auf eurer Wies kein Golf spielt, dann ist der naturfreie Lauf.